Die Atmosphäre und die Farben hier, das ist einfach schon ein unglaublich geiles Spiel. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword im Heldenmodus und das Ganze auch noch im 6-Herz-One verpackt. Ja Freunde, die Abenteuer der Geschichte, die gehen allesamt weiter hier. Wir sind eben noch auf der Insel der Göttin, beziehungsweise hier halt, was heißt überhaupt, Moment mal kurz, hier heißt doch auf der, genau, da steht der Leader, ich vergesse den Namen immer wieder. Ja, das reimt sogar, unbewusst, das ist aber echt unbewusst. Und ich gehe hier mal ganz kurz durch, denn wir müssen ja jetzt ab nach Ranel. Dort findet unsere erste Prüfung statt. Ich hoffe schon mal, ihr habt alle gut gelernt. Ich nämlich gar nicht, aber ist ja auch egal. Wer lernt schon auf Prüfungen, nicht wahr? Ich bin ein tolles Vorbild. Alle Achtung, was ist überhaupt hier? Ach so, das ist der Strahl, oder? Yep, das ist der Strahl, der von vom Wolkenhaut direkt zur Stadt der Lieder führt. Ich dachte gerade, was denn das, wird irgendwie senkrecht nach unten geht, aber hier sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Gut. Soweit alles klar und wir gehen zurück mit Auroras Hilfe. Der Göttin der Morgenröte, unser Wolkenvogel. Mal kurz gucken, habe ich etwas vergessen hier? Kiste, alle offen, alles gut. Hier auch, alles wunderbar. Das heißt, wir gehen direkt nach... Wobei, ich könnte noch was machen auf dem Weg dorthin. Fällt mir gerade mal so auf. Es wird Zeit für neue Abenteuer. Wow, und neue Gegenstände. Scheißviech. Mann. Geht mir nicht auf die Schuppen, Kinder. Wer hat denn das schon wieder gesagt? Irgendwie aus einer Fernsehserie habe ich das. Achso, stimmt, fällt mir da ein. Es fällt mir wieder ein, das Dragon Ball Z. Das war damals bei der Buu-Saga, da wo Goku und Vegeta im Körper von Buu gefangen waren und, naja, sich da halt mit einer Riesenmade unterhalten haben. Tja. Nur mal so, by the way, aber sowas gibt es auch nur bei Dragon Ball. So, wo muss der überhaupt hin? Dorthin, genau, und ich will zuerst mal dorthin ansteuern, denn da ist die sogenannte, berühmt-berüchtigte Roulette-Insel. Und wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, dann fehlt uns da noch etwas. Also nicht das Geld, das ist schon klar, aber ich habe nicht vor, da zu zocken, denn ja, wenn ich Pech habe, kann ich den Hauptpreis gewinnen und der Hauptpreis wäre, ein Herzteil. Also auch erst dann später im Let's Collect dann. So, Aurora, jetzt bitte da durch. Turbo-Tempos! Immer schon 90, du bist so schnell, Aurora! Nein, das ist eine Bruchlandung. Du gehabt. So, Kumpel, wie sieht's aus mit dir? Ihr seht schon, eine Sidequest für uns. Was soll ich noch tun? Das ist nicht zum Verzweifeln. Was ist denn jetzt los? Meine Roulette-Scheibe hat zu meinem Rücken gelöst, ist nach unten gefallen. Was? Roulette-Scheibe vom Rücken gelöst, nach unten gefallen? So eine Geschichte hörst du auch nicht jeden Tag. Ohne ihre Hilfe kann ich diese Insel keinen vernünftigen Ort machen. Unmöglich. Wie soll es jetzt weitergehen, wenn es mir gerade das Erdland gestürzt ist? Dann war es das wohl. Gib's auf. Nee, Quatsch. Wir leben doch nach dem Motto, gib nicht auf. Auch irgendwie so ein Song, glaube ich, aus Dragon Ball GT, glaube ich sogar. Such danach. Und bitte schön, soll ich so etwas wiederfinden, das durch diese dicke Wolkendecke gefallen ist? Ja, dafür sind wir ja da, Mensch. Das ist doch Mumpitz, totaler Wahnsinn, absoluter Quatsch. Ich kann das Objekt, das diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aura-Suche festlegen, Gebieter. Falls ich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befinde, müsste dieses Objekt aus der Suche entfernen. Menschenskimpfei, kannst du das nicht selber feststellen, ob da was drin ist und mich dann fragen? Nö, natürlich nicht. Sie fragen natürlich zuerst, ohne mich zu fragen, ob da überhaupt bereits etwas drin ist. Sprich, ich weiß gar nicht, ob da bereits etwas drin ist in der Aura-Suche, ich müsste jetzt einfach raten. Ja, soll ich was vornehmen, Gebieter? Ja, aber vermutlich ist sowieso nichts drin. Sehr wohl, Gebieter, die Aura-Suche wurde von mir nach deinen Wünschen eingestellt. Nach einer Roulette-Scheibe. Woher weißt du, eine Roulette-Scheibe sich irgendwie anfühlt, Fei? Die Wahrscheinlichkeit, dass das gesuchte Objekt von hier aus in die Wüste Ranel gefallen liegt bei meiner Rechnung nach bei 90%. Ich schlage vor, die Wüste nach dem Objekt abzusuchen. Oh, es wäre ein kleines Wunder, wenn mir jemand eine geliebte Roulette-Scheibe wieder brächte. Ja, schlag's aus dem Kopf, Mann. So, ich helfe dir. Ich sagte, ich helfe dir. So, hast den Kopf geschlagen, schön.
Der sieht, nein, wir sind später noch zu Genüge. Wir müssen nach Ranel und da sind wir direkt auf dem besten Wege dazu. Juhu! Komm schon, Aurora! Du bist doch vogelfrei. Schwindelfrei, Quatsch. Ja, schwindelfrei, nicht vogelfrei. Wir waren mal vogelfrei. Juhu! Aber die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Sturzflug! Kamikaze-Attacke! Aber nein, Link springt ja von selbst. Gut, Freunde, der Eingang zur Prüfung der Göttin, der wäre ungefähr, wenn ich mal raten müsste, wäre der ungefähr hier oben. Ja, beim Tempelzug, genau, also sprich da beim Ranel Steinwerk. Aber wir brauchen hier die Roulette-Scheibe. Und die war, etwa hier müsste es gewesen sein. Willst du hin, Reisengebieter? Ja, will ich. Sonst würde ich es ja nicht sagen. Ja, manchmal fei, würde dich am liebsten schlagen. Aber nein, ich mach's nicht, ich schlag keine Frauen. Wir sind an der Wüste Ranel angekommen. Such mir dann aussuchen nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Ich schlag keine Frauen, ich programmiere sie um. So sieht's aus. So, ja, wir müssen jetzt da hin. Den kurzen Felsen aktivieren, den Felsen der Zeit. Oder wohl eher den Stein der Zeit. Wie auch immer, um hier alles in die Vergangenheit zu setzen. Und um das Ganze, genau, damit wir hier hochkommen und da drüben die Roulette-Scheibe abholen können. Ich glaube zumindest, sie war da drüben. Oh, warte mal kurz, muss hier hoch. Lalalala. Schneller, Link. Nimm die Beine in die Hand. Nee, lieber nicht, wäre jetzt eine dämliche Idee. Beine in die Hand nehmen. Was klingt? Achso. Das Kabel hier vom Nunchuck. Hat gerade ins Bett geschlagen. So, da ist sie doch schon, die Roulette-Scheibe, die der Trottel vermisst. Du hast das Objekt gefunden, das der Betreiber des Roulette-Insel verloren hat. Woher weiß Fei das überhaupt? Ich meine, klar ist eine Roulette-Scheibe, aber es könnte auch was anderes sein. Oder hast du die schon mal gesehen? Hast du etwa ihm die Roulette-Scheibe geklaut und runtergeworfen, oder was? Also manchmal bin ich da von der Logik... Mann! Jetzt geht's wieder. Also manchmal finde ich die Logik Feis schon sehr fragwürdig. Sehr wohl Gebieter, ich werde den Roboter unverzüglich rufen. Ja, mach mal hin. Wir haben nicht so viel Zeit. Komm her. Ja, kann das schon, ich kann das schon. Schulflug. Werde frei, ja, mich gerufen. Oh ja, das ist ein herrliches Gefühl, wieder hier zu sein. Alter, ist alles staubig, alles sandig. Es ist nicht die Vergangenheit. Das soll ich abtransportieren. Schon gut, ich bin in der Ruhe, grüner Wicht. Ich hasse Trapo. Abgesehen davon bist du kleiner. Mensch, verstanden, ich war dann oben einfach bei der bis später. Du bist vielleicht älter als wir, aber du bist definitiv kleiner. Mann. Ich schlage vor, dass du zurück ins Vollkommenmeer reist und das Objekt zum Besitz der Roulette-Insel bringst, Gebieter. Toll. Und hier geht's. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Habe ich die schon mal jemals gesehen? Also man auch im ersten Mal Skyward Sword Let's Play? Hä? Kann man gar nicht erinnern. Dann kann hier unmöglich ein Herzteil drin sein. Ein goldener Schmuckschädel. Ich bin jetzt echt ein bisschen baff und verwirrt. Habe ich die echt noch nie gefunden? Da wäre doch ein Ausgang. Hä? Aber damals, ja schon klar, aber das Spiel blind gespielt, aber nicht so blind. Mit Augen zu und so. Ja, offenbar schon, mit Augen zu und so. Oh. Die Schnecke mal wieder. Saluti, wie geht's denn so, Kumpel? Ja, offenbar gut. 2 Stecke reichen aus, dank unserem Langschwert der Göttin. Oh, mit diesem Viech habe ich damals auch rumgeschlagen. Geplagt vor allem. Ja, so noch Zeit. Oh, das wird nochmal so eine. Aber ich habe jetzt wieder Bock, noch Zeit drauf. Wir müssen die Roulette-Scheibe zurückbringen. Ja, Leute, noch ein bisschen Zeit questen, aber dann geht es auch schon weiter mit der Prüfung der Göttin. Aber nicht allzu lange, hoffe mal. Ins Wohlkommen, bitteschön, wenn du mal so lieb wärst, Vogelstatue. Sehr wohl, Gebieter. Die kann sprechen.
Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Obwohl irgendwie so ein Robotergeist, der sprechen kann. Wenn es das ergibt, also sprich der Roboter-Feengeist irgendwie halt à la Fei, warum dann nicht auch sowas? So, die Roulette-Scheibe. Wo ist denn jetzt der Typi? Ist der da oben? Nee. Da hinten ist er. Wir bestreiten neue Abenteuer. Naja, so neu sind sie gar nicht mehr, nicht wahr? Aber, naja, ein bisschen kniffliger. Das stimmt schon durchaus. Wow, hier bin ich, wow. Wie der aussieht. Aber Link ist zum Glück nicht so wie ich habe dieses Form schon erreicht, von neue Stecke gebracht. Meine Batterien sind alle, ich muss dringend zurück. Weil sonst noch etwas rauchst, lass mich bitte wissen. Na klar, jetzt ist es wieder Höfloch. Ist es etwa? Kann es sein? Tatsächlich, ich komme an Augen kaum. Alter, beherrsch dich mal. Oh mein Gott. Uiuiui, meine geliebte Roulette-Schreibe. Ich bin dann mein Chefmann. Vielen Dank. Nun kann ich meine Roulette-Insel in Betrieb nehmen. Oh, das habe ich eigentlich schon lange nicht mehr. Alter, die Stimme, die ist echt nervig. Du darfst mein erster Kunde sein, als kleines Dankeschön. Bitte Dankeschön. Wir haben 5 Juwelen der Güte erhalten, haben damit 30, glaube ich. Kann das sein? Hier ist ein Menschen, also 5 Einheiten schon wieder, das wissen wir doch bereits. 30 Stück, fehlen bloß noch etwa 69 halt. So, ich habe keinen Bock mehr drauf. Wir kommen später wieder hier hin, um da halt das Herzteil zu gewinnen, was, naja. Es kann einfach sein, aber es muss nicht einfach sein. Weil im Prinzip ist es zwar Lotterie, aber ich behaupte jetzt mal, man kann es ungefähr auch abschätzen, wo man da halt richtig landen muss und so, also ja, ein gewisser Faktor kann bestimmt berechnet werden. So, aber egal, das ein anderes Mal, wir müssen jetzt mal die Prüfung bestehen, hey, jetzt will ich noch diesen Part schaffen. Also, naja, versuchen mal. Weil jetzt, wo ich ja vorhabe, Skyward jeden Tag zu bringen während der Woche, sprich 5-mal die Woche, werden die Parts sicher nicht mehr so lange dauern. Ich weiß, letztes Jahr wieder ein bisschen länger und so, aber so unbeabsichtigt, weil jetzt bin ich ja bin ich gestresst, ja, von der Fernbedienung. Jetzt bin ich sowieso gerade auch in Abschlussklausuren und so und deswegen habe ich nicht so viel Zeit. Daher, ja, also am liebsten wäre es mir eigentlich schon 15 bis 20 Minuten maximal, aber ist ja meistens schon ein bisschen sehr wenig. Muss ich auch mal zugeben. Da vorne ist das schon, der Eingang zur Prüfung. Mal kurz gucken noch, habe ich, nicht hier. Die Tasse Nummer 1 wäre sonst immer mit Xenoblade. Mühsam. 7 Stück habe ich, das reicht eigentlich. Na komm, wenn ich schon mal 7 habe, machen wir doch gleich mal 8 raus. Was einander haben? Okay. Dann machen wir halt eben mal schnell 9 draus. Bingo, haben wir gleich noch einen 10. Kurz Leute, schnell rüberrennen, müssen gleich wieder einen kommen. Oh. Habt ihr es auch gesehen? Da sind neue Gegner oben. Was macht denn der da hinten? Na klar. Also früher ging es noch so, da kannst du so hin und her rennen und dann kam so ein Block, also sprich so ein Strohball halt. Mittlerweile verliere ich halt nur noch Ausdauer. Nein. Ja. Gut, 10 Stück, das reicht mir. Das ist super, soll man das kurze Gegner platt machen? Nö, wichtigste tun, wichtigeres zu tun. Das ging schnell. Der Eingang zur Prüfung. Lalala. Wieso spiele ich so falsch? Leg los, Fei!
Ein wirklich schönes Lied. Stoß das Schwert in das Symbol und stell dich der nächsten Prüfung. Du. Alles klar. Jetzt ausrichten. Und betreten wir erneut die Seiren. Mit den Tränen der Göttin. Der Göttin Nairu. Und überall sind die Viecher, es wird noch lustig. Gebieter Michael. Ja, Fei. Gebieter in dieser Welt kann ich dir nicht folgen, das in deiner Seele selbst existiert. Wir spielen das Spiel nicht zum ersten Mal, Fei, vor allem nicht die Seiren. Die Weisheit. Wobei, ganz ehrlich, ihr steht zwar, die Weisheit wird auf die Probe gestellt und das letzte Mal hieß es, der Mut wird auf die Probe gestellt, aber ganz ehrlich, es ist sowieso immer die gleiche Prüfung. Also es geht ums Gleiche, so herum. Wenn man so betrachtet, spielt es gar keine Rolle. Bring das Seelengefäß zurück. Gebieter, mach schon. Also fange an mich? Nö. Nun gut, mein Gebieter. Ich höre auf zu quatschen. Ich verschwinde. Lebe wohl. Nein, warte! Jetzt ist sie weg. So, ja, das sind die Typen. Schön. Auch eher weniger schön. Da ist bereits einer. Nehme ich mir einen Rückweg vor. Den muss ich vermutlich jetzt bereits nehmen. Da geht es erst so durch. Erstmal außen herum und dann hier in der Mitte. Könnte ich auch machen. Wie sagt die Karte dazu? Oh, die Karte. Hier überall könnte was sein. Ach du grüne Scheiße. Ja, versuch's mal. Viel Glück, Gebieter! Da kommt er schon, er will uns schlitzen. Ohne mich, Mann, ohne mich, Kumpel. Du hast eine von Nairos Tränen gehalten, ihre heilige Macht hindert die anderen für 90 Sekunden daran, dich zu verfolgen. Cool. So. Das gefällt mir soweit ganz gut. Jetzt aber ist die Frage, wo sind die anderen Teiler? Da hat es eins da oben, schön. Da hat es keins mehr, da muss wohl irgendwie außen herum, wa? Naja. Und bloß aufpassen, dass uns diese dämlichen Irrlichter oder Nachtschwärme oder was sonst für Flugviecher da sind, nicht erwischen. Jetzt gehe ich mal hier außen herum. Denn da hinten hat es, glaube ich, noch Finsterhalbmond, wenn mich nicht alles täuscht. Doch, es täuscht mich alles. Super. Oh, verdammt! Auch hier ist wieder tief. Wer kann sowas ahnen? So, gerade vor uns aus ist einer. Gut. Der braucht er dringend. Hilfe. Die Zeit rennt uns davon. Nicht mehr lang. Das klappt schon. Ups. Kurz erwarten, gut. Und hoch da. Linky Boy. Ihr habt's doch schon, Mensch. In der Ruhe liegt die Kraft, Leute. In der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt habe ich ein Problem. Wie komme ich denn die restlichen? Könnte mitunter lustig werden. Jetzt bin ich wieder hier. Hier will ich hin, genau. War auch schön. Gut. Die Nummer 3 im Gepäck. Wo ist die Nummer 4? Nummer 4 weiß zwar gar nicht, aber ich hatte vielleicht einen guten Hinweis auf die Nummer 4. Ah, dort ist einer. Sehr schön, da mal gucken. Da hat's. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist einer auf dem Baum oben, genau, dann kann ich mich noch erinnern. Hol ich erstmal den hier. Weil der könnte noch ein bisschen speziell sein. Naja, genau so war das hier. Genau, da muss ich aufpassen. Da kommt die Suppe rausgelaufen. Nein. Gut. Alles ist gut. Solange du wild bist. Solange du gewillt bist, wohl eher.
Aber hier sind Salmonen. Daran kann ich mich noch erinnern. Daran weiß ich noch. Das weiß ich noch. Wo sind sie? Windsalmonde? Kuckuck. Wo habt ihr euch versteckt? Hier ist einer. Windsalmond. Cool, Mann. Ja, ich habe erst 20 Stück davon. Oh, sind es ja mittlerweile. Yeah, cool. Gut. So, schnell hier hoch. Und hoppala, wupp. Hat's hier drüben noch etwas? Finsterhalbmond? Nö. Tja. Wenn nicht will, der hat schon natürlich voll fiese abgesperrt. Du kommst nicht durch, von mir aus so. Hätten wir das auch. Und jetzt, wie geht's weiter? Genau, jetzt haben wir hier... Du bist aber groß. Hier wird's ein bisschen scheiße. Weil die Viecher hören uns sofort. Wir müssen dahin, müssen darüber. Ja, wird schon klappen. Ganz ruhig. Die bewegen sich nur, wenn sie uns hören. In der Ruhe liegt die Kraft. Nur Geduld haben. Da gibt's nur ein Problem. Geduld ist nicht meine Tugend. Oder vor allem nicht meine Kraft. Ja. Das hätten sie eigentlich hören müssen, aber egal. Gut, wie sieht's aus? Habe ich ja was vergessen? Den da drüben, gut. Sonst gar keinen. Fehlt noch der da drüben. Der muss sowieso da durch, okay. Jetzt vorsichtig wieder zurück. Vorsichtig. Kling. Wir sehen sie sehen uns nicht, aber sie können uns hören. Vor allem der hier ist scheiße. Wird uns gehört!